Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel, bis 3 Uhr. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani. Das bedeutet: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ruft nach dem Propheten Elia? Einer lief und hauchte einen Schwamm in Weinessig und hielt ihn auf einem Stab hoch, damit er trinken konnte. Lass ihn in Ruhe. Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Isopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Es ist vollbracht. Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Dann neigte er den Kopf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Die Erde bebte und Felsen zerbarsten. Dieser Mann war wirklich unschuldig. Ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. I fix my eyes upon the cross, reaching out with all I've got. I'm letting go to start again. I need your love, that's why I'm here. Waiting outside my life, it calls. So while I'm here, I'll give my all. You are my peace within the storm. Here at the cross I find my home. You are greater, Jesus, you are greater than it all. You are greater, Jesus, you are greater than it all, than it all. Grace and mercy found me. Oh, the Lord of Jesus is greater. Grace and mercy found me. Oh, the Lord of Jesus is greater. Lord, I believe you rose again. So I don't believe this is the end. You never fail, you have a plan. My life you hold within your hands. So I walk by faith and not by sight. Source, you are my light. In you I live, I
It is finished. It is finished. Jesus, you are greater than it all. Death couldn't hold you. You rose in power. Jesus, you are greater than it all. It is finished. It is finished. Jesus, you are greater than it all. Death could not hold you. You rose in power. Jesus, you are greater than it all. You are greater. Jesus, you are greater than it all. You are greater. Jesus, you are greater than it all. Than it all. Grace and mercy found me. Oh, the blood of Jesus is greater. Greater still, yes it is. Grace and mercy found me. Oh, the blood of Jesus is greater. Ich bin zutiefst bewegt von diesem Jesus. It is finished. Es ist vollbracht. Es ist ganz vollbracht. Jesus ist nicht mit den Worten gestorben. Tut mir leid, es ist das Ende. Hoffnung weg. Sondern er hat genau gewusst, jetzt ist es vollbracht. Der Preis ist bezahlt. Jetzt gehe ich ins Totenreich. Jetzt ist es beglichen. Ab jetzt ist die Menschheitsgeschichte auf den Kopf gestellt. Und wir haben Gnade, die unser Fundament ist, Freunde. Aber komm, lasst uns noch mal zurückblenden. Wir sind seit knapp 24 Stunden schon auf dieser Passionsreise gemeinsam. Lass uns doch mal zurückblenden und schauen, was ist denn vollbracht, was hat Jesus getan und nochmal einfach unser Herz berühren lassen von dieser Liebe und Gnade von unserem Jesus. Es hat ja begonnen am Vorabend. Da hat Jesus das Brot genommen und gesagt, ihr werdet sehen, ich muss meinen Leib zerbrechen lassen. Das muss geschehen. Ich muss die ganze Schrift erfüllen. Ich muss das tun. Aber ich tue es, damit ihr Leben habt. Und dann mache ich einen neuen Bund. Und sie feierten gemeinsam das Pessachmahl. Und wir wissen ja, das Pessachmahl hat noch viel mehr Aspekte. Es greift ins ganze Leben rein. Es ist vollbracht. Bedeutet, Jesus kann in jeden Lebensbereich von uns kann er wirken. Und dann ließ sich Jesus verhaften. Freiwillig hat er sich hingegeben. Das Schwert musste abgelegt werden, damit Jesus sagt, ich will, dass ihr wisst, wie fest ich euch liebe. Ich mache den ganzen Weg. Ich gebe mein Leben als guter Hirte freiwillig hin für dich, weil ich dich liebe. Und dann ging es weiter. Jesus wurde verurteilt, damit wir alle unsere Verurteilung loslassen können. Und dann wurde er gefoltert. Er hat seine Schmerzen getragen und er wurde verspottet und hat diese Dornenkrone gekriegt. Und jetzt hängt er am Kreuz, spricht nochmal zu uns in seiner Liebe. Und dann hat er gemerkt, die ganze Schrift ist erfüllt. Beim Vorbereiten, wir haben diese Texte, habe ich immer aus den 4 Evangelien zusammengestellt. Also es war mir wichtig, möglichst viel Bibeltext. Und sehr oft kam darin vor, in dieser ganzen Passionsgeschichte, es geschah, damit die Schrift erfüllt wurde. Weil es war klar, dass in der Schrift wurde schon klar festgelegt, wenn Sünde passiert, wenn Fehler da sind, die Unzulänglichkeiten von dir und mir verlangen ganz klar einen Blutspreis. Und zwar reines Blut von einem, der unschuldig ist. Und Jesus hat diesen ganzen Weg gemacht, den ganzen Weg, bis er sagen konnte, es ist vollbracht. Alles ist vollbracht. Und Freunde, in
diesem Moment kann ich nicht mehr machen, als dich zu bitten, in Ehrfurcht, wo auch immer dass du bist, vor deinem Fernseher im Wohnzimmer oder wo auch immer du bist. Lass uns einen Moment still werden und darüber nachdenken, was es für uns doch bedeutet, dass Jesus den ganzen Weg gegangen ist und sich nicht geschont hat, alle unsere Schuld, unsere Anklage getragen hat, unsere Sünden, unsere Krankheiten, unsere Nöte, unsere Einsamkeit, unsere Tränen. Und lasst uns in Ehrfurcht einen Moment still sein. Geh auf die Knie und wir danken dir, Jesus. Du hast dich nicht geschont, bis du sagen konntest, es ist vollbracht. Dein Name, mein Gott, verdient all mein Lob. Nur dir sei die Ehre, nur dir alle Ehre. Dein Name, mein Gott, verdient all mein Lob. Nur dir sei die Ehre, nur dir alle Ehre. Dein Name, mein Gott, verdient all mein Lob. Nur dir sei die Ehre, nur dir alle Ehre. Dein Name, mein Gott, verdient all mein Lob. Nur dir sei die Ehre, nur dir alle Ehre. Es geht nur um dich, es geht nur um dich. Jesus, oh Jesus, es geht nur um dich, es geht nur um dich. Jesus, oh Jesus, es geht nur um dich, es geht nur um dich. Jesus, oh Jesus, es geht nur um dich, es geht nur um dich. Jesus, oh Jesus, es geht nur um dich, es geht nur um dich. Jesus, oh Jesus, es geht nur um dich, es geht nur um dich. Jesus, oh Jesus. Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergoss. Er hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht, um Gott, seinem Vater, zu dienen. Gebt ihm Ehre bis in alle Ewigkeit. Er herrscht für immer und ewig. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels. Uns alle werden ihn sehen, sogar die, die ihn durchbohrt haben. Und alle Völker der Erde werden um ihn trauern. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Spricht der Herr und Gott, der ist, der immer war und der noch kommen wird, der Allmächtige. Jesus hat den Sieg erreicht. Der Zugang zu Gott ist offen. Es ist vollbracht. Der Vorhang im Tempel
ist zerrissen als Zeichen, dass jederzeit die Gegenwart Gottes für dich offen steht wegen Jesus. Vielleicht hast du diese Botschaft sogar zum ersten Mal gehört. Dann ist dein Glaube, deine Entscheidung jetzt mit diesem Jesus wichtig. Glaube an ihn und nimm das Geschenk an, das Jesus dir anbietet. Vielleicht kennst du Jesus schon länger, dann hoffe ich, dass sich diese Realität von Jesus und von seinem Kreuz, seinem Tod am Kreuz und was die Kraft dahinter ist, in dein Leben noch mehr eingedrungen. Und darum, ich wünsche euch allen ein wunderbares Osterwochenende. Die Kraft des Kreuzes ist real, auch in deinem Leben. Darum nimm das mit. Manchmal ist es auch gut, vielleicht schreibst du noch mal auf, auch was du erlebt hast auf diesem Passionsweg. Denn sein Blut, sein Tod am Kreuz verändert unsere Leben wirklich zutiefst. Und ich segne dich, dass dich an diesem Wochenende der Friede Gottes leiten kann und du auch mit seinem Heiligen Geist immer mehr erfahren darfst und lernen darfst, was es bedeutet, was Jesus für dich getan hat. Amen. Ich habe noch das Privileg, dich einzuladen, dich am Sonntagmorgen an Ostern mit einzuschalten. Hier wieder auf diesem Kanal. Und zwar haben wir etwas ganz, ganz Neues. Wir machen eine Oster-Celebration. Ganz speziell mit Leo und Susanna Bigger. Um 8:45 geht es hier los auf diesem Kanal. Am Sonntagabend dann ist ja noch das Musical. Das solltest du auch nicht verpassen. Das ist nämlich brillant. Und ich freue mich auch, vielleicht sind einige von euch sogar mal live hier in Zürich auch. Das ist natürlich auch immer eine wunderbare Möglichkeit. Ich darf dich jetzt auch einladen, wenn du mit deinen Finanzen auch Teil sein möchtest von dem, was wir hier machen, sind wir dir riesig dankbar. Wir sind uns bewusst, dass es immer wieder Leute wie du sind, die mit ihrem Glauben, mit ihrer Großzügigkeit hier bei uns einen Unterschied machen. Darum vielen, vielen Dank. Geh auf www.icf.church/give. Und dort siehst du alles, wie das funktioniert. Darum vielen, vielen Dank für deine Großzügigkeit. Und jetzt kann ich dir einfach noch ein wunderbares Osterweekend wünschen. Wenn du Gottes Kraft heute erlebt hast, dann bin ich überzeugt, manche Dinge werden sich auch verändern. Und die Frucht davon, das bete ich, dass du das wirklich auch sehen darfst an diesen Ostern. Denn Jesus ist für uns gestorben und auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.